Um 7:30 ist es Anfang Oktober noch stockdunkel in San Bartolomé de Pinares auf dem Camino de Santiago de Levante. Marc, der Belgier, startet heute später. Er hat gestern Abend in der Bar das Fußballspiel Belgien gegen Frankreich geschaut. Er erzählte, die ganze Bar hat ihm zuliebe für Belgien mitgefiebert. Trotzdem hat Frankreich 3:2 gewonnen. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante von Valencia nach Zamora ist 820 Kilometer lang. Die 25. Etappe von San Bartolomé de Pinares nach Ávila hat 25 Kilometer. Der Jakobsweg erreicht heute den höchsten Punkt des Camino de Levante. Die heutige Etappe hat 560 Höhenmeter. Auf einer Koppel schaut mich ein Pferd überrascht an, gerade so, als hätte es noch keine Pilger gesehen. Das hätte mich stutzig machen sollen. Doch erst nach 400 Metern steil bergauf merke ich, dass ich vom Jakobsweg abgekommen bin und laufe zurück. Hier hätte ich links abbiegen müssen, ich könnte schwören, dass die Pfeile vorhin noch nicht hier waren. Nach 5 Kilometer erreiche ich El Herradón de Pinares, ein kleiner Ort mit 400 Einwohnern. Bald nach El Herradón zweigt der Weg nach links ab auf einen steilen Pfad. Bis hinauf zum Pass Puerto del Boquerón sind es 450 Höhenmeter, sehr schön hinauf durch ein Tal und über Kuhweiden. Um 10 Uhr mache ich erstmal eine Pause. Ich bin heute nicht so fit und trotz der morgendlichen Kühle fällt mir der Aufstieg merkwürdig schwer. Um 11:30 erreiche ich den Puerto del Boquerón. Bis zum höchsten Punkt des Camino de Levante bei 1378 Meter ist es noch 1 Kilometer.
12 Uhr, Mittagspause auf einem Stein. Bei einem Reiterhof verlaufe ich mich schon zum zweiten Mal, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Die Landschaft ist auch hier sehr reizvoll, aber sie liegt halt nicht am Jakobsweg. Nach 5 Minuten bemerke ich mein Versehen, ich kehre um und muss die Kühe nochmal stören. Wieder zurück auf dem Jakobsweg sehe ich, dass ein Pfeil durch einen Stein halb verdeckt war. So ist es besser. Um 1:45 bin ich in Tornadizos de Ávila. Am Ortseingang lasse ich mich auf eine Bank fallen. Ein alter Mann läuft vorbei und fragt mich, ob ich müde bin. Man sieht es mir wohl an. Auch Tornadizos de Ávila ist ein kleiner Ort mit 430 Einwohnern. In der Bar bestelle ich eine Cola und einen Kaffee. Das soll mir neuen Antrieb geben. Beim Friedhof von Tornadizos sehe ich zum ersten Mal Ávila. Ich bin schon sehr gespannt auf die Stadt mit der gewaltigen Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert. Es sind noch 8 Kilometer bis Ávila. Ávila hat 58.000 Einwohner und ist Provinzhauptstadt der gleichnamigen Provinz. Die Lage im umkämpften Grenzland zwischen muslimischer und christlicher Welt behinderte Ávilas Entwicklung. Erst ab dem 15. Jahrhundert erlangte Ávila wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung, als sich die Kämpfe weiter nach Süden verlagerten und die Muslime schließlich im Jahr 1492 ganz aus Spanien vertrieben wurden. Die Pest, die Vertreibung der Morisken, also der getauften Mauren, die Auswanderung vieler Menschen nach Mittel- und Südamerika und die Abwanderung des Adels nach Madrid bewirkten Ávilas allmählichen Verfall, von dem sich die Stadt erst seit dem 19. Jahrhundert langsam erholt hat.
Nach einem kurzen Rundgang in der Altstadt kann ich einen Blick in die schöne Kathedrale werfen. Sie schließt um 7:30. Vor der Besichtigung will ich noch in der Pilgerherberge einchecken. Die Herberge liegt außerhalb der Stadtmauer. Avila hat eine sehr schöne Pilgerherberge mit 3 Schlafräumen. Die Küche ist komplett ausgestattet und es gibt sogar eine Waschmaschine. Nach dem Wäschewaschen setze ich die Stadtbesichtigung fort. Die riesige Stadtmauer wurde im 11. Jahrhundert gebaut. Sie ist 2,5 Kilometer lang, hat 82 Türme und 9 Tore. Die Catedral del Salvador aus dem 12. Jahrhundert ist die erste gotische Kathedrale Spaniens. Das Mittelschiff wurde erst im 14. Jahrhundert fertiggestellt und so weist die Kirche Züge des Übergangs von der Romanik zur Gotik auf. Inzwischen macht sich bei mir eine leichte Verdauungsstörung bemerkbar. Vielleicht war ich deshalb heute nicht so ganz fit. Ich hätte wohl gestern das nicht ganz durchgebratene Huhn liegen lassen sollen. In der Herberge bin ich wieder der einzige Gast. Mark übernachtet in einem Hotel.